Dieses Gefühl hatte sie beinahe schon vergessen. Sie dachte, es nie mehr erleben zu dürfen. Hier in Istanbul, an den Ufern des Bosporus, entdeckt Gülbahar Yelilova seit 6 Monaten die Freiheit wieder. Hissiyatım elbette hazır yaxşı. Ben erkinçilikte erkin jüreleymen, erkin muşa havanı köreleymen, erkin bir günün nurunu körüvatmen, erkinlikte jürüvatmen. Gülbahar ist Uigurin. 1 Jahr, 3 Monate und 10 Tage lang war sie in einem Lager im Westen Chinas interniert. Ihr Martyrium begann im Mai 2017, als Polizisten sie in ihrem Hotelzimmer verhafteten. Yoldan çarçap gelgen hem kirgen vaqtda şu kameraga akırdı bir töme sap töme ışıkla şaraqlı qılıp akırdı töme ışıkla içildi keyin saat kameraga 11:30 boluptu qarsam bende aş qızlar bir 10 neçe 15 adamda qızlar bende turuptu. O vaqtlarda men bilmeyman qarsam hemmisi turuptu. O qağalar hemmisi qılıçdak yetipti. 40 ayal batı hemmisiniki de. Şu kameranın uzunluğu 7 metre, mındağı 3 metre, egizliği 6 metre. İçinde einek yok, işim yok. Die Bedingungen in den Gefängniszellen waren unerträglich, sagt Gülbahar. Keine Hygiene, kein Wasser, keine Nahrung. Hinzu kam die Gehirnwäsche. Gülbahar musste der Kommunistischen Partei Chinas Treue schwören. Nimni köstüdü, bir haftada bir qetim binni köstüdü. Keyin puşayman namısını yezinglar deydi. Puşayman namısını şembe yakshanba kuni yezib, dushanba kuni, her dushanba kuni, şembe yakshanba kuni yezinglar, qandaq ideyanglar tozalandi, bu ideyanglar qandaq o'zgardi yezinglar degan vaqtda o'sha qizlarimiz o'tirib yozadi. Har kuni 5 naqshini gimnni aytqizdi. Uni dushanba kuni soat 10da soatga qarab turmiz. Naq soat 10ga 5 minut qolgan vaqtda hammamiz qatorga turmiz. Osh chilay deydigan naqshini dushanba kuni aytamiz. Miyo Xinjiangda miyo Xinjianggo, miyo Xinjianggo, miyo Xinjianggo. Da la la da unutqapman hozir. Chilay 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 na 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 mashta naqshlar aytadi. Chilay chilay degan gimlar aytadi. Itmasak bizga tamoq bermay jazolandi. Im Westen Chinas soll es rund 100 solcher Lager geben, wie Gülbahar sie beschrieben hat. Riesige Gebäudekomplexe, in denen laut mehrerer NGOs über 1 Million Uiguren gefangen gehalten werden. Die Uiguren sind eine muslimische und turksprachige Volksgruppe, die in der autonomen Region Xinjiang lebt. Eine Region 4,5 Mal so groß wie Deutschland, die China in einen riesigen Polizeistaat verwandelt hat. Peking will die Uiguren gleichschalten, denn in den vergangenen Jahren gab es in Xinjiang mehrere Volksaufstände, die allesamt gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Uiguren protestierten gegen die Diskriminierung, der sie ihres Erachtens ausgesetzt sind. Unter dem Vorwand, gegen religiösen Extremismus anzukämpfen und als Antwort auf mehrere von Uiguren verübte Anschläge, leiteten die chinesischen Behörden Umerziehungsmaßnahmen ein. Heute sollen 10% der Uiguren in China in Lagern interniert sein. Frauen und Männer aus allen Gesellschaftsschichten. Die Repression verschont scheinbar niemanden. Sogar der Popstar Ablayan Awud, der in seinen Liedern die Kultur und Identität der Uiguren pries, fiel der größten Masseninternierung des 21. Jahrhunderts zum Opfer. Vancouver, Kanada, 9000 Kilometer von Xinjiang entfernt.
Hier befindet sich die renommierte University of British Columbia, wo der 29-jährige Chinese Sean Chang Jura studiert. Sean war einer der ersten, der die Existenz der Lager nachweisen konnte. In seinem Studentenzimmer sammelt er offizielle Dokumente der chinesischen Behörden, die im Internet verfügbar sind. Öffentliche Ausschreibungen, Baugenehmigungen, Materialbestellungen. Mithilfe der Adressen auf den Dokumenten lokalisiert er die Lager auf Satellitenbildern und erstellt eine genaue Karte, die er auf seinem Blog veröffentlicht. Most camps I find is in South Xinjiang, like this is Kashgar, this is Yarkand, and this is Hetian. This is not a complete map of the education camp in Xinjiang because I only have satellite images for some major cities. Sean geht davon aus, dass es in Xinjiang rund 100 Lager gibt. Sie sind leicht auszumachen und unterscheiden sich in ihrer Bauweise deutlich von klassischen Gefängnissen. From the pictures, I can definitely tell it is a detention facility. Like you can see the watchtower here, and this wall is like it's about 3 to 5 meters high if you compare it with the shadows of. It's very typical. I see this feature in many other camps. Hochsicherheitslager, die rasant wachsen. 2016 standen auf dieser Freifläche lediglich ein paar Wohnblöcke. 2 Jahre später ein riesiges Lager. In kürzester Zeit wurden 166.000 Quadratmeter bebaut. Nach einem Geheimdokument, das Sean einsehen konnte, sollen sich in diesem Lager heute mehr als 8.000 Personen aufhalten. Obviously, this camp is expanding. I think one reason is they are detaining more and more people there. They have to build new camps to accommodate new detainees. Wir sind mehrfach in die Region Xinjiang gereist, in der Hoffnung, uns einem solchen Lager zu nähern. Doch ausländische Journalisten sind dort nicht willkommen. Kaum sind wir in der Region angekommen, folgen uns mehrere Autos, wie dieser weiße Wagen. Oder dieser hier. Und wir werden ganz offen von Zivilbeamten beobachtet. Auf offener Straße hindert man uns am Drehen. Bei unseren 3 Aufenthalten in der Region werden wir insgesamt 7 Mal festgenommen. Zum Beispiel auf dieser Landstraße in der Nähe eines Lagers. Eine Polizeisperre hindert uns an der Weiterfahrt. Dann werden wir auf diese Polizeistation gebracht, wo die Beamten unsere Papiere prüfen und uns befragen, während wir heimlich weiterfilmen. Das Lager von Dabenching ist auf diesem Satellitenbild deutlich zu sehen. Wir dürfen nicht hinfahren. Die Polizisten zwingen uns zum Umkehren. Die 11 Millionen Uiguren in Xinjiang leben heute wie in einem riesigen Freiluftgefängnis. Überall sind Polizeiwachen und Checkpoints. Die Menschen werden ständig überwacht und durchsucht. Am Eingang von Bahnhöfen und Supermärkten, bevor sie in den Bus steigen. Auch Mobiltelefone werden regelmäßig kontrolliert.
Xinjiang ist Vorreiter in Sachen Gesichtserkennung, einem System, das in ganz China angewendet wird. Hunderttausende Kameras filmen Straßen und Moscheen. Überwachungskameras gibt es auch in Taxis und am Eingang öffentlicher Toiletten. Doch die Uiguren werden nicht nur ständig beobachtet, sie müssen auch mit der Angst leben, jeden Moment in ein Lager gesteckt zu werden. Eine Angst, die sie mit allen Minderheiten teilen, die in Xinjiang leben. Den Kasachen, Tataren, Kirgisen. In manchen Städten wurden ganze Viertel ihrer Bewohner beraubt. An den Türen der Häuser und Geschäfte kleben Polizeisiegel. Die Familien, die hier lebten, wurden alle verhaftet. Wie in dieser Straße in Urumqi, der Hauptstadt von Xinjiang. Ein Nachbar kommt hinzu, will aber nicht gefilmt werden. Dabinqing ist das Lager, in das wir fahren wollten. 10.000 Menschen sollen dort eingesperrt sein. Mehr will der Mann nicht sagen. Er bedeutet uns zu gehen. Bei einem unserer Aufenthalte in Xinjiang gelingt es uns, dank der von Sean Zhang übermittelten GPS-Koordinaten, dem auf diesem Satellitenbild sichtbaren Lager näher zu kommen. Und diese außergewöhnlichen Bilder zu drehen. Wir sind in Khotan, im Süden der Region Xinjiang. Die Stadt zählt mindestens 8 Lager. Dieses scheint nagelneu zu sein. Rund 10 Gebäude, überall Stacheldraht und Überwachungskameras, die jeden Quadratzentimeter filmen. Die Fenster sind vergittert. Vor dem Gebäudekomplex treffen wir Kinder und ihre Großeltern. Der Vater ist im Lager. Auch diesen Mann treffen wir vor dem Lager. Wir dürfen keines der Lager betreten. Doch einem chinesischen Journalisten gelang es, heimlich diese Bilder zu drehen. Ein Lager im Westen von Xinjiang im vergangenen August. Damals war es noch im Bau. Heute leben dort mehr als 1000 Menschen. Im Inneren Schlafsäle, die Gefängniszellen ähneln. Und auf jedem Stockwerk 3 solcher Klassenzimmer. An den Wänden stehen Mottos wie dieses: Folgt Präsident Xi Jinpings Leitlinien des chinesischen Sozialismus und eine neue Ära wird beginnen. Auf der anderen Seite der chinesischen Grenze, in Kasachstan, treffen wir eine Frau, die ganz genau weiß, was in den Lagern passiert. Sara Gül Sautbay ist Chinesin und gehört der ethnischen Gruppe der Kasachen an. Im November 2017 wurde sie in ein Lager verschleppt und gezwungen, den Insassen Mandarin beizubringen. 4 Monate später kam sie frei, ohne zu wissen, warum. Heute lebt sie im Exil. Zum ersten Mal spricht sie vor einer Kamera. 每天都要给他们说，每天都要让他们说1000遍、100遍的，我是中国人，我为中国自豪，怎么怎么的，这样子的口号。每天那些人站起来，我也跟着他们说1000遍。
还有那个刚才我说了嘛，就是歌唱习近平，歌唱共产党怎么的这样子的。而且我去上课的时候，有人在2个警察在拿个枪在后面跟着我来，我要上课，2个人在旁边。Im Lager befinden sich 2500 Häftlinge, Kasachen und Uiguren. Sarah Gül wird mehrfach Zeugin von Gewalt. 然后有的时候我们在上课的时候，就是那些人直接闯进来以后，2个警察、3个警察是拿个枪的来，特别的严肃，把那些人里面的那些人拉出去、拽出去，再也没有送过来。有的时候我们晚上值班的时候，就是不上课的时候，在走廊里面这样子的时候，可以听到有人那个什么的呼救的，特别惨的那种叫声，就是想的是那个人肯定受到虐待呢。 Die Häftlinge sollen umerzogen werden. Tatsächlich aber scheinen sie gefoltert und misshandelt zu werden. Sarah Gül erzählt weiter. 打针有的时候他们感冒呀干啥的，就是把他们带过去打针。那些针不是什么预防的，不是那个什么的，知道吧？什么样的针，就是要折磨他们的，那个控制他们的精神上。里面的人哪有抗拒的精神了？ In Istanbul spricht auch Gülbahar Yelilova von genau diesen Spritzen. Sie bekam sie in dem Lager, wo sie mehr als ein Jahr verbrachte. Hem ukol salgan vaqtda aşağıda tömödün kolumuz mandaq çıqqımız meyge ukol saldı. Bir haftada bir qatam. Şu ayollarning, qizlarning odatlari kamida to'xtabla qoldi. Endi bir oy o'tmasdan men uylarimdagini, bolalarimni men uzamamdi. Aslay deb aslasam, hech qanday tuqqanlarimni, hech kimni aslayamadik. O'sib qolgandaklar bo'liblar. Hech qanday esimizga hechim kelmaydi, o'yim kelmaydi. Hem qo'sig'imiz ochsimi, voy ochdi demaymiz. Hem so'g'larda muzlab ketsakmi, voy biz muzlayapmiz deb demaymiz. Shu go'sht o'xshashlar o'tirmiz ashaqda. Monatelang leugnete die Regierung in Peking die Existenz der Lager. Schließlich lenkte sie ein und verpasste dem Ganzen einen legalen Rahmen. Diese Reportage des Staatsfernsehens zeigt Frauen und Männer, die in einem Lager Mandarin lernen. Die Lagerinsassen werden dort, laut der Reportage, ausgebildet als Schneiderinnen oder Schreiner. Die Zimmer sind sauber, alle scheinen glücklich, hier sein zu dürfen. 如果我不来这里学习的话，那个后果我很不敢想象。我可能继续跟随那些宗教极端分子走上犯罪道路。党和政府及时发现了我，救了我，给我一次改过自新的机会，我非常感谢。我会用自己的实际行动来证明感恩之心。和条件优良的宿舍。 Wir zeigen Gülbahar Yelilova den Film. Meniki men yatgan lagerlar hergiz undaq emas, hech qanday undaq emas. Shu 7 metr bilan 3 metrlik. Aştaq 5-6 10 adamni 20 adamni aştaq yaxshi mana davatdı. Qağalarımız hammasi lagerda, aşaqda turmlarda o'ltirayotgan, aşaqda qon yig'layotgan. Men aş lagerdan chiqdim. Men qandaqlachman uni ko'zimni yumib dalalayman. Gülbahar spricht von Frauen, die gegen ihren Willen und völlig willkürlich eingesperrt wurden. In diesem Heft notiert sie die Namen ihrer Mitgefangenen und die Gründe für ihre Verhaftungen. Mana men yeng chiqqan vaqtda tex ismni ba vaqtda men yezib qo'yay deb, mun Aliya degan Turkiyaga chiqibdi. Men hammasini deb bilayman. Aynisam telefonda nima surat chiqibdi, mun Amin degan surat chiqibdi deb yoziqliq. Bunun birisi mahbarat degan yağlıq tengib aldың deb. Gülbahar Yelilova war Leiterin einer Import-Export-Firma und geschäftlich in China unterwegs. Sie kam schließlich frei, weil sie kasachische Staatsbürgerin ist und weil die Behörden ihres Landes Druck auf Peking ausübten. Men hech qanday 20 yillik bilan tijorat bilan Xitoy bilan qilatatdim. Men hech qanday undaq terrorist emas. Men normal tijoratchi, normal 3 balaning onasi, 3 balamni boqma, meni erim yo'q.
1 Million Uiguren leben heute, wie Gülbahar Jelilova, außerhalb von China. Zu ihnen gehört auch Halmurat Hari. Der Allgemeinmediziner und Sohn eines uigurischen Beamten verließ Xinjiang im Alter von 19 Jahren. Heute lebt er in Helsinki mit seiner Frau, ebenfalls Uigurin, und den beiden kleinen Töchtern. We really enjoy to live here and we feel at home here. Not because the culture and everything, because we enjoy freedom here. Vor 2 Jahren erfährt er, dass seine Eltern in einem Lager interniert wurden. Er weiß, dass er nicht als einziger betroffen ist und startet eine Kampagne im Internet. Innerhalb weniger Tage bekommt er hunderte Nachrichten. Look, we have so many. Like I can do it even like this. It doesn't end. Like over almost 400 videos and other testimonies. Wie dieses kleine Mädchen, das ohne Nachricht von seinem Vater ist. Oder dieser junge Mann mit amerikanischem Pass. And help release my father, a known Uyghur journalist, editor-in-chief from China's internment camps. I see that I'm not alone. It makes you feel so sad, you know, because you can feel the pain. You have exact same struggle, exact same pain in you, and you can feel their pain, and it makes you so emotional. Sorry. Seine Eltern wurden inzwischen freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Doch Halmurat will seinen Kampf nicht einstellen. Regelmäßig organisiert er Demonstrationen, um die Öffentlichkeit auf das Problem aufmerksam zu machen. An diesem Tag kamen Uiguren aus ganz Europa zu ihm nach Helsinki. Sie schwenken die Flagge Ostturkestans, die in China verboten ist. Ostturkestan, so nennen die Uiguren ihre Region, die China Xinjiang getauft hat. Manche Uiguren glauben, dass das Überleben ihres Volkes nur durch die Unabhängigkeit dieser Region zu erreichen ist. Seit 1949 wird sie vom kommunistischen China verwaltet. Is it the solution? That's a solution we will like to have. The reason is we have established independence in the past within the 20th century itself. First time in 1933 and second time in 1944. So we're not a country that has never established independence or never were able to run a government. We have a track record of doing that. Die Zeit drängt. Jeder Teilnehmer hier hat Verwandte oder Freunde in einem chinesischen Lager. Erkin Jakub lebt seit 9 Jahren in Europa. Sein Neffe in Xinjiang soll jetzt auch interniert worden sein. On se sent vraiment, comment dire, faible et sans puissance. On est très peu, comme vous avez vu, et nous, très peu de monde qui peut être la voix de notre peuple, et qui est en train de souffrir extrêmement, et il est en train de mourir. Je n'exagère pas. Halmurat und die anderen versprechen sich, die Stimme ihres Volkes weiter überall hinzutragen und ihre Angehörigen in den chinesischen Internierungslagern niemals im Stich zu lassen.